Die wunderbare Welt der Pokémon geht weiter hier bei Pokémon Omega Rubin. Hallo Leute, willkommen zurück zum nächsten Part bereits, glaube ich Part etwa 38. Und ja, wir sind noch unterwegs. Und zwar Richtung, ja, wohin überhaupt? Naja, halt genau, Lauwechsel, was stimmt gar nicht. Hier entlang nach Lauwechselfeld, ja, schon gut. Wir wollen nach Meteor City und danach die Wasserrouten abkundigen. Das ist der Plan, aber man muss von einer ganz kurz unser Team heilen, denn das hat im letzten Part little bit gelitten. Natürlich daran lag, dass ein bisschen, ja, sowohl trainieren als auch vor allem neue Pokémon fangen wollten. Und ja, wie es halt so ist, das kann halt ein paar blaue Punkte geben. So, blaue Punkte, sage ich schon, blaue Flecke natürlich. So, mal noch gucken, wie weit wir in diesem Part hier kommen. Geplant wäre es eigentlich sehr weit, aber so momentan aussieht. Ja, bitte nochmal, wir haben genug davon. Sind wir also bereits hier oben, oder so ein Meteorfälle. Was ist denn hier oben los? Was ist denn das jetzt? Ist ein Pelip oder was? Ja. Ja, wir haben es endlich. Es ist eine Herzschuppe endlich mal. Denn die brauchen wir ganz dringend. Jetzt war doch schon bereits. Oh, ich Trottel, ey. Ja, meine nur, jetzt sind wir bereits da mit vielen neuen Punkten unterwegs. Mit unserem Tengole, unserem Logok, unserem Stolrak. Und mir kam nicht in den Sinn, nach Lauwechselfeld zu gehen und eine Herzschuppe mitzubringen. Ich Trottel. Wobei, ja gut, hier wäre es halt vor allem gut, war. Nachfolger von einem Doppelkick. Machen wir vielleicht auf dem Rückweg dann. Weil geht relativ schnell und ja, bis dorthin können wir noch ein bisschen so austeilen. Alter, ich glaub's nicht. Was ist denn heute los? Und nicht nur heute los, sondern auch im letzten Part schon. Ey, der Feuerfeger hat eine Trefferquote von 90%. Das ist mittlerweile wie so eine Steinkante mit 70. Entschuldigung, da war natürlich 80, nehmen wir natürlich Fokusstoß mit 70. Da eher so ein Wuchtschlag, war trifft er uns 50% sogar. So, haben wir es langsam mal. Eine Wasserroute, also was gibt's denn hier wohl Schönes zu begutachten? Ich weiß es nicht. Apropos Surfer, muss unbedingt dran denken, dass wir noch ein bisschen surfen, und zwar mit einem Totaido und einem Kyogre. Aus dem Grund, weil die beiden Pokémon haben noch die besondere Fähigkeit drauf, dass sie eine etwas andere Art des Surfens drauf haben. Ich will jetzt noch nicht zu viel vorweg spoilern und so, aber es ist schon ganz geil. Na gut, ich denke mal, Kyogre dürfte sowieso klar sein und Totaido. Wenn man das so überlegt, wofür ist Totaido eigentlich ausgezeichnet, dann ja eigentlich auch. So, bin ich bereits hier unten wieder. So, hier ist nicht viel los. Wieso ist hier denn nur so wenig los? Ah, bin ich bereits hier. Servus. Schon besser. Habe ich hier... Ah, okay. Was gibt's eigentlich hier noch? Hier war doch irgendetwas. Mal ganz kurz. Voll hier. Natürlich, rum geht's noch weiter. Weil das ist mir schon beim ersten Mal in Alpha Sapphire passiert, dass ich einfach so Gebiete komplett vergessen habe. Seht ihr, geht's natürlich weiter. Dem gibt es jetzt auch keins, aber wir haben hier ein neues Gebiet mit, wie ich mich richtig erinnere, ziemlich starken Gegnern. Na, da ist so ein Kampftypi. Ja, hey Tommy, wo bist du bloß, und ich mal brauchen könnte? Ja, blöde Frage, ja. Der ist in unserem Team und wartet auf seinen Einsatz. Logok. Wäre schon ein cooles Pokémon, nur mangelt sie ein bisschen an Defense. Einstecken, vor allem. Naja, Feuerfeger. Und die Power, die hat er.
Das ist also die Frage, was sollen wir Logok eher gemischt trainieren, sprich sowohl physischen als auch speziellen Angriff, oder machen wir ihn nur auf physischen Angriff, weil halt so Feuerfeger, Turmkick, oder Sprungkick war es, war. Und vielleicht noch Feuerblitz sage ich schon, Flammenblitz natürlich, Donnerschlag, Steinkern oder Erdbeben. Das sind halt schon mächtige Moves, muss man mal so sagen. So Atomic, du bist dran, du kannst es, ich glaube an dich. Mach, hallo! Naja, mach mal. Und die Psychokinese haut richtig rein. Aua, aua, aua. Ist mir komplett egal. So, eben noch unterwegs hier. Hier oben war irgendetwas Besonderes, bloß mehr was. Aha, gut, das war ein Baum. Für eine Geheimbar, siehst du. Ich glaube, hier sind noch besondere Beerenfelder. Genau, hier ist links noch ganz gut versteckt eine. Die war, glaube ich, auf... Ja, ich habe noch sowas in Vermutung, was die Dame dort war. Oh, ist ein Herr. Entschuldigung. Du siehst ganz kompetent aus. Kompetent. Dankeschön, glaube ich. Der Experte Theobald. Ja, ist ein schöner Name. Ein starkes Hariyama. Deswegen glaube ich, ja. Als Vieh hat zwar Power drauf, aber natürlich nix gegen unseren Spezialangriffsmove. Psychokinese haut natürlich alles weg. Naja, fast. Bei uns ein bisschen Fehler, dafür haben wir Feenattacken. Grenzer, ne, war auch nicht. Ja, ich höre auf damit. Kai. Der Ziege kommt mit, sehr schön. Du bist stärker als gedacht, Mann. Jo. Habe ich so an mir. Jetzt haben wir da auch noch einen. Und was ist hier noch? Genau, ein Bärenfeld. Ich glaube sogar, das waren besondere Bären, oder? Genau, das ist ein Seetang-Bären. Oh, Leute, wir noch richtig schön züchten. Nicht hier, sondern am anderen Feld, denn es gibt hier in der Höhenregion ein besonderes Bärenfeld. Da können wir extrem geil um viele Beeren züchten. Das wird der Hammer. Das ist ein Pokémon. Könnte Pummeluff sein. Ich hab's gesehen, was war? Es war ein Pummeluff oder nicht? Keine Ahnung. Aber ich glaube, hier gab es echt Pummeluff zu fangen. Ja, doch könnte eins sein. Egal. Brauche ich Moment. Wer bist du denn? Ob es in der Gegend hier Ruinen gibt, die meinen Erwartungen gerecht werden, aber das ist ein Ruinenmaniac, wa? So heißen die doch. Sandama. Atomic. Pflanze, Wasser wäre natürlich jetzt geil gewesen für Kai. Hätte ich es bloß vorher gewusst. Deswegen, sorry Kai, aber Atomic macht das auch selbst. Sandama. Chaos. Ah, noch ein Sandama. Perfekt, du. 37, Alter, der levelt. Noch 5 Level und wir haben neue Stolos. Macht so ein seltsames Geräusch, unser guter Kai, aber er haut rein. Und das ist die Hauptsache und vor allem ist er verflixt schnell. Und verbrennt keine seine Gegner. Direkt ein Level up. Wasserring. Ich glaube, den mache jetzt mal einfach mal so, weil der ist noch ziemlich geil. Genau, Anwendung gibt es auch mit einem Schleier aus Wasser, dabei regeneriert es einige KP pro Runde. Ich weiß es aber bloß nicht, erstens, wie lange hält die Attacke, also sprich wie viele Runden. Und zweitens,
Was mich auch noch frage, wenn ich jetzt Kai austauschen würde während des Kampfes und er hat den Wasserring bereits aktiviert, heilt dann die anderen Pokémon auch oder heilt er nur sich selbst und verschwindet halt mit dem Tausch? Das wäre dann solche Fragen, die ich mir echt noch stellen müsste. Ich glaube, das war... Oh, weiß ich nicht, verdammt was anderes. War das Kampf? Glaub, war. Gift und Paralysen Verbrennung ist ein Krauchgall, also mal weg. Wegen dem Wasserring. Oh, mysteriös. Schnauze. Und da sind wir schon am nördlichen Ende der Meteorfälle. Aber dummerweise kommen wir hier auch nicht rein. Also wir brauchen echt Kaskadensurfer, um da irgendwie... Oh verdammt, ich habe das falsche Rad dabei. Nee, Moment, das Richtige war. Ja, das Richtige, geil. Ich habe ja auch so ein Schwein. Aber ist nichts dabei. Was? Boah, ein paar Geheimbasen, toll. Und Eisen. Eisen, den kannst du beißen. Ja, ja. Was soll ich denn damit machen? Ich meine, klar, ist gut für EVA-Training, aber... Und dann hätte ich eher lieber andere Items gehabt. Nun gut. Man kann nicht alles haben. Noch ein Item. Ein Heilpuder. Jo, kann man machen. Muss man aber nicht. La 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 la. Mann, ich komme nicht mehr raus. Das ist doch total bekloppt. So, war hier oben schon mal. Wo geht's denn hier unten noch lang? Kann nirgends mehr, wa? Nö. Das war's bereits, Freunde. Und da ist ein Pelipper, das mir auf die Senkel geht. So, wie gesagt, hier gibt's noch was. Hier müsste es noch was geben. Wusste ich's doch. Ein Superball plus auch noch 2 Beerensträucher. Hilfe, nicht zu weit. Weil sonst kommt man plötzlich nicht mehr hoch. Das wäre viel. Hallo? Wie heißen die? Niobe-Beeren. Niobe-Beeren. Guter Name. Cool. Okay, wenn wir nach einem Kampftyp hier aus. Okay, so vorne. Atomic haut rein! Zügelstein mit dem Kopf zu drüben und ist mein Magenseuchen, ey! Schön für dich, ey. Mach, Alter! Gardevoir. Ich versuche mal einen Diebeskuss, müsste bei Kampfbogen auch gut wirken. Tut es auch? Yes! Marolo! Der kommt so schnell nicht wieder. Oh, mein Kopf, Mann! Wieso? Aha. Stanzetrümmern, wa? Ich bin meinem Pokémon gerade dabei. Das macht mich richtig stolz. Schön für dich. Der kann alles Mögliche einsetzen. Aber eher auf Pflanze hin, wa? Chaos mal wieder. Weil so ein Stolus mit Kraftkolos wäre eigentlich schon geil. Ja, ich muss mal gucken, wie ich es dann trainieren soll. Aber jetzt mal fighten. Und soll das Pokémon? Du willst sagen, ist die okay? Ja, mach mal. Der Hector. Oh. Oh. Und ich habe keine Erdbeben dabei. Scheiße. Aber immerhin, ne? Ist er Gift gegen unser Stahltypi. Sprich, es machen seinen Giftattacken keinen Schaden. Ja, ist ein Schweif direkt. Ei, Karamba, hat eine Power. Ja, sag ich, Chaos wird noch richtig geil werden. Vor allem später dann, sobald es
Ja, ich will nicht so viel verraten, weil sobald es eine Entwicklung drauf hat, also die letzte halb, plus noch einen besonderen Stein bekommt und noch die richtigen Attacken und Evas drauf hat, dann aber hallo. Dann wird es ein richtiger Offensiv-Tank werden. Ja, ohne Witz. So, hier haben wir nichts mehr und sind wir bereits hier durch, Freunde. Und zurück in Meteos City. Lalala. Ganz kurz das Team wieder heilen. Und dann auf in den Süden. Wir können nicht mehr so viel machen in diesem Part, ein bisschen was können wir noch. Dann haben wir die ganze restliche Wasserroute in diesem Part noch. Und dann, wie gesagt, auf nach Osten, nach Baumhausen City. Ne, mal ganz kurz was einkaufen gehen. Ich fürchte ja, unser Schutz geht langsam sicher zu Ende. Ja, aber gesagt. Wo ist er jetzt hier? 13 Schutz. Ihr wisst, ich habe immer gerne runde Zahlen. Nun denn, und hier haben wir natürlich auch noch eine kleine Wasserstelle. Und vielleicht, wer weiß, gibt es auch hier noch Gyarados mit Surfer. Das muss man sich immer wieder reinziehen. Nö, doch nichts. Was? Echt nix? Aber mal, hier ist was. So, come on. Ja, immerhin noch ein kleines Item und es ist ein AP+. Naja, könnte schlimmer sein. Haben wir noch Beeren gepflanzt irgendwo? Ah, stimmt ja. Ganz vergessen. Plus 4 Silberbeeren. Ja, ist ein bisschen wenig, Leute. Man kann hier, glaube ich, sogar bis auf 14 gehen. Pro Baum. Das ist möglich, hat das bereits mal getestet. Also vielleicht gibt es sogar noch mehr, könnte natürlich auch sein. Weil es ist halt so, du kannst halt während des Wachstums musst du halt den Baum mehrmals gießen. Also nicht nur am Anfang, du halt pflanzen, auch danach noch, sobald ein Keimling rauskommt. Sobald der Baum sichtbar ist und noch so viel weiter und so fort. Und dann kann es echt sein, dass du bis zu 14, vielleicht geht es sogar noch mehr, könnte auch sein, dass du sogar bis zu 20 oder 30 Beeren haben kannst. Oder mein Maximum bis jetzt war, glaube ich, echt 14 oder was, 20, weiß gar nicht mehr. Zum letzten Mal weiß ich noch, hatte ich 14 auf allen Beerenbäumen. Ich denke mal, dass das ein ziemlich guter Wert ist. Und mein, hallo, 14 statt nur 4 macht natürlich schon eine Menge aus. So, Leute, wenn hier schon bereits am nächsten Gebiet war, hat unser Gyarados noch was hinsichtlich genügend Item mehr. Toll. Warte mal. Mitnahme hast du aber noch, oder? Mitnahme, komm schon. Die hat er noch. Nimmt Gelegenheit. Ja, sofort. Na, ist egal. Okay, Leute, wenn es mal, wie gesagt, in an erster Stelle. Guck hier, die soll hier vor allem trainiert werden. Also ich hoffe schon mit der 4, 5, vielleicht sogar 6 Level. Und dann, tja, geht's ab hier. Und zwar ab in den Süden. Auf viele, viele Trainer und hoffentlich auch viele, viele neue Orte. So, also alles reinbekommen, wa? Gerade erste Trainer, Freunde! Aber fühlt sich im Wasser so leicht an, als hätte ich abgenommen. Die Illusion kenne ich auch, ja. Ein Weilmar. Hallo. Ja, Peace. Tangolest. Das sieht so geil aus. Und wie jemand von der Haus schon richtig geraten hat, also geraten hat übertrieben, aber natürlich richtig eingeschätzt hat vom optischen her, sieht er ein bisschen aus wie Jiraiya aus Naruto, oder Jiraiya. Ich glaube, in der Regel heißt er Jiraiya. Aus der Serie Naruto. Und Level Up für Kokiri. Orkan. Ja, Leute, der Typ hier lernt auch die Orkan-Attacke. 110 auf 70. Ach du Scheiße.
Weiß nicht, vielleicht besser als Klingensturm, war. Mein hoher Volltrefferquote, okay, aber es normale Attacken geht nur. 2 Runen ist ein bisschen doof. Da kann man in den hier. Und. Jemand. Tengolist. Azumere. Wasserfee gegen Pflanze Unlicht. Unlicht schwach gegen Fee. Trotzdem die Attacke. Und tschüss. Azumere. Der kommt nicht wieder. Atomic. Kaiman. Das ist ja so geil. Tja, Leute, wie es weitergeht, hier auf der Route 105, ganz andere restliche Route natürlich auch noch. Das will es mir wieder mal im nächsten Part hier bei Pokémon Omega Rubin. Bis dahin, tschüss.